Die neue Banane oder doch lieber die altbewährte Himbeere? Mein Name ist Thomas Würger, herzlich willkommen beim Blog-Update von digitaleducation.tv. Wie war Ihr Sommer bisher? Bei uns erfuhren Sie am Montag die 3 besten Lerntipps für heiße Tage im Sommer. Tipp 1. Beobachten, nachahmen, üben. Am besten lernt man, wenn man Dinge gezeigt bekommt und dann durch Nachahmen und Üben festigen kann. Videotrainings eignen sich ideal dafür. Hier werden Inhalte von einem Experten Schritt für Schritt erklärt. Jeder kann individuell damit lernen, egal wann und wo. Tipp 2. Regelmäßige Lernpausen einbauen. Nach einer intensiven Lernphase von etwa 45 bis 90 Minuten ist eine Pause von einigen Minuten sinnvoll. Die Pause ist keine verlorene Zeit, denn die neue Information kann sich verankern und das Gehirn kann neue Kraft schöpfen, um dann wieder mit hoher Effektivität seine Arbeit fortsetzen zu können. Auch hier sind Videotrainings ganz vorne mit dabei. Sie lassen sich jederzeit abbrechen und können nach der Pause dort wieder fortgesetzt werden, wo man aufgehört hat. Tipp 3. Überblick verschaffen. Hilfreich ist es, sich vor dem Lernen einen Überblick über den gesamten Stoff zu verschaffen. Dies ermöglicht eine optimale Zeiteinteilung und schafft Assoziationsmöglichkeiten. Durch die Einteilung des Videotrainings in eine entsprechende Struktur von 3 bis 5 Minuten können Sie sich sehr gut einen Überblick über den Lernstoff verschaffen. Am Mittwoch erhielten Sie einen SharePoint-Tipp. Wo versteckt sich der Identitätswechselschritt in SharePoint 2013? In der Version 2013 könnte man annehmen, dass es den Identitätswechselschritt nicht mehr gibt. In 2013 verbirgt sich dieser jedoch unter dem Namen App-Schritt. Mit diesem Schritt können Sie Aktionen in einem erweiterten Berechtigungskonzept ausführen. Somit können alle Elemente der Webseite gelesen und verändert werden. Möchten Sie einen Workflow starten, müssen Sie zuerst das Website-Feature Workflows dürfen App-Berechtigungen verwenden aktivieren. Danach können Sie einen App-Schritt für erweiterte Berechtigungen auswählen. Mehr zu SharePoint 2013 erfahren Sie in unserem Videotraining. Am Freitag lautete unser Motto die neue Banane oder doch lieber die altbewährte Himbeere? Über den Raspberry Pi haben wir bereits berichtet. Nun tauchte jedoch ein neuer Pi auf, der Banana Pi. Optisch erinnert uns der Banana Pi aus China schon sehr an den Raspberry Pi aus Großbritannien. Der Banana Pi läuft mit Linux und Android. Da es sich bei dem Banana Pi um eine Open-Source-Lösung handelt, ist er neben dem Raspberry Pi sehr gut für Entwickler geeignet. Als Mini-Rechner ist er jedoch trotz seiner zusätzlichen Anschlüsse nicht wirklich zu gebrauchen. Das war das Blog-Update von digitaleducation.tv. Ich freue mich, Sie bei unserem nächsten Update wieder begrüßen zu dürfen.